Sehr geehrter Herr Koch, sehr geehrter Herr Scheidecker, sehr geehrte Frau Bonnar, sehr geehrter Herr Bürkli, sehr geehrter Herr Brigadier Droh, sehr geehrte Medienschaffende, wir begrüßen Sie zu diesem Point de Presse zum Thema Coronavirus, bei dem Sie wieder Gelegenheit haben, den Experten Fragen zu stellen. Ganz besonders freue ich mich, heute Frau Bonnar und Herrn Bürkli begrüßen zu dürfen. Sie sind beide Co-Leiter vom Staatslabor. Bei der Bewältigung der Corona-Krise übernimmt das Staatslabor eine Brückenfunktion zwischen der öffentlichen Verwaltung und Ideen und Initiativen aus der Zivilgesellschaft. Das Staatslabor wurde vom Corona-Krisenstab des Bundesrats beauftragt, die Verbindungsstelle zur Zivilgesellschaft aufzubauen. Für Ihre Planung möchte ich Sie noch über die nächste Bundesratssitzung und den nächsten Point de Presse informieren. Die Bundesratssitzung ist nächste Woche am Donnerstag, 16. April. Der nächste Point de Presse auf Fachebene ist am Dienstag, 14. April um 14 Uhr. Herr Koch, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, werte Anwesende. Die Zahlen, wir haben bis jetzt 24.820 Fälle, die laborbestätigt in der Schweiz aufgetreten sind. Seit gestern sind 592 Fälle dazugekommen. Das heißt nach wie vor so zwischen 500 und 700 Fälle pro Tag in den letzten Tagen. Tendenz weiterhin leicht abnehmend. Das ist die gute Nachricht. Leider sind auch schon in der Schweiz 831 Personen an der Infektion gestorben. Seit gestern sind 26 neue Todesfälle dazugekommen. Also es ist eine Krankheit, die sicher nicht zu unterschätzen ist. Selbstverständlich sind vor allem die hochbetagten Personen besonders gefährdet, aber nicht nur. Und deshalb ist es wirklich so, dass alle weiterhin sich anstrengen müssen, weiterhin die empfohlenen Maßnahmen umsetzen, damit diese Zahlen noch weiterhin untergehen, damit wir irgendwann in nächster Zeit wieder in eine normalere Situation kommen. Es wurde in den letzten Tagen auch hier im Point de Presse häufig gefragt, ja, ob dann die jüngeren älteren Personen, also sagen wir mal die Personen zwischen 65 und 75 Jahren, wirklich gefährdet sind, wenn sie keine Vorerkrankung haben. Und wir haben die Daten angeschaut, die wir zur Verfügung haben. Das sind die Daten von den Hospitalisierten und den Todesfällen. Und wir sehen da, dass doch 8-10% dieser Altersgruppe keine Vorerkrankung hat. Also es ist auch für diese Altersgruppe keine Garantie, wenn man gesund und sich wohlfühlt, dass man nicht an Virus erkranken kann und schwer erkranken kann, also im Spital landet. Deshalb auch für die jüngeren Älteren oder die jüngeren Senioren, Seniorinnen und Senioren, wenn man das so sagen darf, gilt: Bitte haltet euch an die Regeln, haltet euch an die Hygienevorschriften, bleibt zu Hause, auch wenn es jetzt sehr schön ist. Und wenn ihr einen Spaziergang macht, dann lieber nur einmal um den Block und nicht unbedingt gerade in die größte Flaniermeile, die noch offen ist. Besten Dank. Besten Dank, Herr Scheidecker. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der Bundesrat hat am Mittwoch Konjunkturszenarien des SECO zur Kenntnis genommen. Der Hintergrund ist klar. Die Wirtschaftsentwicklung hat sich seit Mitte März wesentlich stärker verschlechtert in der Schweiz und international, als wir bei der Erstellung der Prognose vom 19. März noch erwarten konnten. Damals bei der Erstellung der Konjunkturprognose gingen wir davon aus, dass die wirtschaftliche Produktion aufgrund der Betriebsschließungen in der Schweiz um etwa 10% rückläufig wäre. Wir stellen fest jetzt nach diesen Wochen der Betriebsschließungen, dass der Produktionsausfall in der Schweiz eher bei 25% liegt. Und diese Zahlen variieren extrem stark zwischen Wirtschaftszweigen.
Wenn Sie einen Wirtschaftszweig wie das Gastgewerbe nehmen oder persönliche Dienstleistungen, dann sind die Produktionsausfälle deutlich über 80%. Aber auch Wirtschaftszweige wie Detailhandel oder das Transportgewerbe haben Produktionsausfälle von 50 bis 60%. Und damit ist offensichtlich, dass die am 19. März prognostizierte Rezession in der Schweiz wesentlich tiefer ausfallen dürfte. Bisher gingen wir davon aus, für dieses Jahr, dass das Bruttoinlandprodukt, das BIP, um 1,5% zurückgehen würde. Wir gehen davon aus, dass diese Prognose jetzt zum heutigen Tag bereits überholt ist. Und deshalb arbeiten wir jetzt mit diesen zwei Konjunkturszenarien. Diese Konjunkturszenarien werden uns Grundlage sein für die Überarbeitung der Konjunkturprognose. Diese Konjunkturszenarien geben uns in diesen außerordentlichen Zeiten höchster Unsicherheit so etwas wie eine grobe Orientierung, in welche Richtung sich die Wirtschaft entwickeln könnte. Das Negativszenario 1, wir nennen das eine starke V-Rezession. Von innen aus gesehen bedeutet das, dass die Wertschöpfung im ersten Semester deutlich zurückgeht in der Schweiz, aber dass es dann im zweiten Semester in der Schweiz und auch international zu einer starken Erholung kommt, so dass das Bruttoinlandprodukt gemäß diesem Szenario, das ist keine Prognose, über den Jahresverlauf dann in der Schweiz um -7% schrumpfen könnte. Und ein BIP-Rückgang von -7%, das gab es das letzte Mal in der Schweiz 1974 bei der ersten Erdölkrise. Und in diesem ersten Szenario kommt es aber dann im zweiten Semester in der Schweiz und international zu dieser starken Gegenerholung, so dass auch im nächsten Jahr von einer stabilen Wirtschaftsentwicklung ausgegangen werden kann. In einem solchen Szenario würde die Arbeitslosigkeit auf jahresdurchschnittlich etwa 4% steigen und über beide Jahre 2021 wäre der BIP-Verlust in Franken ausgedrückt etwa 90 Milliarden Franken. Das Alternativszenario, das Negativszenario 2, geht von einer sogenannten L-Rezession aus. Also es kommt zu diesem extrem starken Einbruch, der aber noch länger dauert, weil die behördlichen Maßnahmen nicht zum Beispiel im Mai gelockert werden und rasch gelockert werden, sondern dass die vielleicht bis im Juni weltweit, auch in der Schweiz, oder doch strikt bleiben und es dann erst ganz geruhsam zu einer leichten Erholung im zweiten Semester und auch im nächsten Jahr nur zu einer schwachen Erholung der Weltwirtschaft und in der Schweiz kommen könnte. In einem solchen Szenario 2 müsste man mit einem Rückgang des Bruttoinlandproduktes um -10% rechnen und man könnte befürchten, dass dann über den Verlauf dieser nächsten beiden Jahre die Arbeitslosigkeit vielleicht bis auf 7% steigt. Aber Achtung, das ist keine Prognose, das ist ein Szenario, das ungefähr ein Bild gibt, in welche Richtung sich die Schweizer Wirtschaft und die Wirtschaft international entwickeln könnte, wenn dann diese Erholung im zweiten Halbjahr und im nächsten Jahr ausbleiben sollte. Und in einem solchen Negativszenario der L-Rezession wäre der Wegfall der Wertschöpfung über 2 Jahre in der Schweiz immerhin etwa 170 Milliarden Franken. Das sind die Konjunkturszenarien. Das ist uns jetzt Grundlage für die Überarbeitung der Konjunkturprognose. Und diese Konjunkturprognose wird voraussichtlich in der letzten Aprilwoche dann publiziert. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Scheidecker. Madame Bonnard, vous avez la parole. Frau Bonnard, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Leuenberger. Ja, meine Damen und Herren, heute bin ich hier zusammen mit meinem Co-Direktor Dani Bürki, um Ihnen den Kontaktpunkt, die Verbindungsstelle Zivilgesellschaft Covid-19 vorzustellen. Diese Einheit wird jetzt für den Krisenstab des Bundesrates Corona auf die Beine gestellt. Ganz kurz werde ich Ihnen vorweg sagen, was das Staatslabor üblicherweise tut. Wir unterstützen auf Gemeindeebene, Kantonsebene, Bundesebene die öffentliche Verwaltung, damit sie mehr im Einklang ist mit den Bedürfnissen der Gegenwart und der Einwohnerinnen und Einwohner. Wir verbinden Initiativen, Arbeitsweisen, Innovationen und schauen, ob gewisse Verwaltungseinheiten in der Schweiz profitieren könnten, um Dienstleistungen zu entwickeln, die besser an ihre Kunden angepasst sind. Zum Beispiel kann das aus der Zivilgesellschaft kommen, aus den Start-ups oder auch von anderen öffentlichen Verwaltungen in der Schweiz oder im Ausland. Wir versuchen also, den öffentlichen Dienst, den Service Public,
mit in Zusammenhang zu bringen, was am besten läuft in anderen Kontexten und das in die öffentliche Verwaltung zu bringen. Und in diesem Geist arbeiten wir auch jetzt. Mit öffentlichen Verwaltungen und vernetzen diese mit neuen Ideen und Vorgehensweise. Und in diesem Sinne arbeiten wir auch am Aufbau der Covid-19-Verbindungsstelle Zivilgesellschaft. Die Bundespräsidentin hat es diesen Mittwoch gesagt. Wir können stolz sein mit der Art und Weise, wie die Bevölkerung die Distanzierungsregeln und die Hygienemaßnahmen einhält. Was auch Stolz einflößt, ist der Elan an Solidarität, die verschiedenen Initiativen, die beitragen, diesen Kampf aufzunehmen. Es gibt Plattformen, einen Hackathon mit mehr als 1400 Personen, um Ideen zu finden, um mit der Krise fertig zu werden. Es gibt Organisationen, die es schon gab und dann auch Einzelne, die sich jetzt koordinieren und engagieren. Unter diesen Initiativen gibt es manche, die vielleicht dereinst in der Entwicklung Kontakte, Unterstützung oder Informationen bräuchten vom Bund, damit sie weiterkämen und besser kämpfen könnten. Das Mandat des Staatslabors ist es, eine Einheit zu entwickeln, die genau diese Anfragen entgegennimmt und sie koordiniert im Krisenstab weiterleitet. Zivilgesellschaft soll einen Zugang bieten für zivilgesellschaftliche Initiativen oder Organisationen, welche an der Bewältigung der Corona-Krise arbeiten und ein konkretes Anliegen an die Bundesverwaltung haben. Ich möchte gerne ein Beispiel nennen. In einem Hackathon, das ist ja ein Format, wo verschiedene Profile zusammenarbeiten und neue Ideen entwickeln. Ein IT-Spezialist, eine Medizinstudentin und eine pensionierte Soziologieprofessorin entwickeln zum Beispiel ein Konzept für eine App, ein Prototyp für eine App, mit der man online die Verfügbarkeit von Spitalbetten verfolgt werden könnte. Das Ziel wäre es, die Berufsleute aus der Medizin zu unterstützen, damit sie wissen, wie sie die Patientinnen und Patienten am besten zwischen Intensivstationen aufteilen können. Das Team möchte wissen, ob dies eine konkrete Hilfe wäre und wenn ja, wie man die guten Daten bekommt und die Spezialisten, damit die App entwickelt werden kann. Sie würden also auf www.covid19-zivilgesellschaft.ch gehen. Und auf dieser Seite könnten Sie Ihre Initiative beschreiben und sagen, was die Bedürfnisse sind. Die Verbindungsstelle Covid-19 Zivilgesellschaft würde dann das weiterleiten, damit das Team die richtigen Personen ansprechen kann. Wir müssen auch darüber wachen, was die aktuellen Themen sind im Kampf gegen Corona. Wir bleiben also auf dem Laufenden, schauen, was es für Initiativen gibt, was kollektiv läuft, was zum Beispiel eben anlässlich dieser Hackathons der letzten Wochen geschehen ist. Dieser Verbindungspunkt ist also ein Facilitator. Es werden Bedürfnisse auf der Zivilgesellschachaft aufgenommen und man geht auch gezielt auf vielversprechende Initiativen zu. Das Ziel ist es, die Initiativen sichtbar zu machen, die substanziell wirken könnten. Die Verbindungsstelle Zivilgesellschaft soll eine unterstützende und vermittelnde Rolle spielen, sowohl bei der Aufnahme der Bedürfnisse zivilgesellschaftlicher Initiativen als auch bei der aktiven Förderung vielversprechender Vorhaben. Diese Krise ist etwas ganz Neues, nie Dagewesenes für alle. Man braucht also neue Antworten auf neue Fragen in einem noch immer extrem instabilen Zusammenhang. Diese Verbindungsstelle, so etwas hat es auch noch nie gegeben und wahrscheinlich wird sich auch diese Verbindungsstelle weiterentwickeln. Unsere Kapazitäten sind natürlich begrenzt, aber wir sind überzeugt, dass das, was im Moment in der Gesellschaft läuft, historisch einmalig ist und wir sind sehr geehrt, dass wir mitwirken können bei diesem kollektiven Effort. Herr Brigadier. Mesdames et Messieurs, bonjour également de ma part. Guten Tag. L'armée est donc engagée en ce samedi 11 avril, en plein milieu du week-end de Pâques.
sind auch am Samstag im Einsatz mit 5.000 Soldatinnen und Soldaten. Es sind 5.000 Karriere-Milizpersonen und auch solche, die im Assistenzdienst sind. 3.800 Militärangehörige sind im Sanitätseinsatz und von diesen 3.800 sind 2.400 speziell geschult in diesem Bereich. Wir sind heute im Einsatz in 50 Krankenhäusern in allen Regionen der Schweiz und wir unterstützen das Zivilpersonal in der Triage zum Beispiel, in der ersten Diagnose auch, im Transport von Patienten und in den Regionen sind wir im Tessin, in der Romandie haben wir uns vor allem auf Genf, Waadtland, Freiburg, Neuchâtel und ins Wallis konzentriert und vor allem dann auch in Luzern und in Basel-Land sind wir engagiert und in Solothurn. Das sind also die Kantone, wo die Armee in den letzten Stunden und Monaten sich konzentriert hat. Diese Soldaten sind also im Assistenzdienst. Sie werden auch von Rekrutenschulen unterstützt. Also die Rekrutenschulen sind auch am Manöver beteiligt und einige Rekrutenschulen sind insbesondere solche, die sich um Pflegeeinsätze kümmert in Alters- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern. Zur Bilanz der Armee. Es gibt nicht einen Teil der Organisation, der nicht betroffen ist von der Corona-Operation, entweder direkt oder indirekt. Die meiste Arbeit wird geleistet von der Logistikbrigade 1, die 4 Krankenhausbataillone hat und 8 Spitalbataillone. Man muss anerkennen, dass diese logistische Brigade hier den Kampf gegen Covid im gesundheitlichen Bereich hauptsächlich führt. Diese 4 Spitalbataillone sind verankert in den 4 Territorialdivisionen, also regional, und stehen dann direkt im Kontakt mit dem Verbindungsgeneralstab, mit den kantonalen Generalstäben. Und das ist eine Organisation, die wir auf die Beine gestellt haben in der Armee, die es erlaubt, wirklich in Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort verkürzt die Truppen einsetzen zu können. Jetzt, was diesen Einsatz angeht, muss gesagt werden, dass man in einigen Medien, in Kommentaren auch immer mehr liest, dass wir mehr Mittel und Personen im Dienst haben, als nachgefragt werden, dass es da ein Ungleichgewicht gäbe. Da möchte ich gerne darauf antworten und Ihnen einige Erklärungen geben. Diese Situation ist relativ normal in einer Krisensituation. Ich komme darauf zurück. Die Situation ist also für uns bekannt. Es liegt auf der Hand, wir haben die Lage erkannt und die Maßnahmen werden noch geplant. Nächste Woche werden wir die Möglichkeiten vorstellen, die wir haben, um ein Gleichgewicht herbeizuführen und dafür zu sorgen, dass wir etwas Adäquateres auf die Beine stellen können. Denken Sie daran, vor 6 Wochen hatten wir praktisch so diesen Brand, der auf uns zukam von Norditalien, von Frankreich her. Das war ein heftiger Brand mit unkontrollierbaren Winden. Und wir wussten nicht, was mit Covid-19 auf uns zukommt. Es war etwas völlig Neues für uns. Und als man uns den Auftrag gegeben hat, die Armee zu mobilisieren, haben wir eine Variante gewählt. Diese Variante hat einen Namen, der heißt All-in Plus. Und Sie wissen wahrscheinlich, was All-in Plus heißt. Wir haben einfach alle Sanitätspersonen der Armee mobilisiert. Wir hatten keine Zeit, es musste schnell gehandelt werden. Das haben wir gemacht. Es gab eine Mobilmachung und wir haben in wenigen Tagen 5.000 Mann und Frau einbestellt. Und einige Wochen später haben wir natürlich gemerkt, und das ist eine riesige Chance, das müssen wir begrüßen, dass das Gesundheitssystem, dass die Verantwortlichen in den Kantonen alle ihre Maßnahmen ergreifen und wir die Lage im Moment im Griff haben. Und die 5.000 Leute sind nicht alle im Einsatz. Und das ist positiv. Und wir versuchen jetzt ein Gleichgewicht zu schaffen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der Feuerwehrmann, der zum Beispiel kommt zu einem Brand.
hat 1000 Liter pro Minute zur Verfügung und es brennt. Wird er überlegen, ob er 500 Liter oder 1000 Liter einsetzt? Nein, er wird alles einsetzen, um das Haus zu retten. Und das Haus steht noch. Natürlich haben wir einige Kollateralschäden, das ist völlig klar. Die müssen wir noch korrigieren. Aber ich denke, das Ziel vor einigen Wochen war es, den Brand zu löschen und unter Kontrolle zu bringen. Und das scheint jetzt der Fall zu sein. Natürlich darf man sich nicht zu früh freuen. Wir müssen wachsam bleiben und das ist auch unsere Aufgabe, bereit zu sein und allenfalls wieder in den Einsatz zurückzukehren, wenn es nötig ist. Wir werden also hier ein Gleichgewicht suchen. Und ich denke, wir können auch mit den Picket-Kontingenten, mit den Verfügbarkeiten, die wir haben, weiterarbeiten. Wir haben da die nötigen Mittel. Wir werden Lösungen finden und diese Lösungen werden wir partnerschaftlich finden. Denn unsere Partner entscheiden und unsere Partner führen das Kommando und sie sagen uns, wenn sie uns brauchen. Zum Schluss möchte ich ein kleines Zitat anführen. Alles, was wir machen vor der Krise, scheint immer alarmistisch zu sein. Alles, was wir nach der Krise machen, scheint unangemessen zu sein. Das war's. Herr Brigadier, Sie haben nun Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Wer möchte beginnen? Frau Christen. Das ist eine Frage an Herrn Koch. Aktuelle Analysen von Uni Bern und ETH Zürich zeigen, die sogenannte Reproduktionszahl geht zurück, liegt unter 1. Außerdem geht auch die Zahl der Neuinfektionen zurück. Sind wir also über den Berg der Kurve hinaus? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ja, wenn der Berg, über den wir sind, der letzte Berg war, dann sind wir darüber hinaus. Im Moment sieht die Sache gut aus, muss man sagen. Aber es ist sicher zu früh, jetzt zu sagen, alles vorbei. Wir haben noch einen ziemlich langen Weg zu gehen. Und deshalb ist es sicher sehr wichtig, dass die Leute wissen, wenn wir jetzt durchhalten, dann kommt es und geht es in die richtige Richtung. Gibt es weitere Fragen? Herr Friedli? Ja, ich hätte auch eine Frage an Herrn Koch. Sie haben, ich glaube, vorletzte Woche gesagt, das BAG überprüfe die Testkriterien für den Virustest. Jetzt, soviel ich weiß, ist da bis jetzt noch nichts geschehen. Kommt das noch? Sind Sie daran, diese Kriterien zu lockern? Und wenn nicht, wieso tun Sie das nicht? Also erstens mal haben wir sie überprüft. Wir haben auch einige Anpassungen gemacht. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass auch das Personal von Spitex und vor allem von Heimen getestet werden sollen. Wir haben aber, als wir das überprüft haben, festgestellt, dass nach wie vor die Versorgung mit genügend Reagenzien für die Tests nicht sichergestellt ist und deshalb sind wir nicht weitergegangen. Nach wie vor hängt es davon ab, die Lockerung, ob man genügend testen kann. Und das hängt davon ab, ob genügend Materialien den Labors zur Verfügung stehen. Danke. Ich nehme eine telefonische Anfrage von Herrn Gänger entgegen. Dankeschön. Herr Koch, in Südkorea melden die Behörden ein Wiederaufflammen der Krankheit bei vermeintlich Gesunden. Meine Frage, sind Ihnen Fälle in der Schweiz bekannt und was ist da der Kenntnisstand aus epidemiologischer Sicht? Danke. Also aus epidemiologischer Sicht ist es ein bisschen schwierig, von hier aus die Situation in Südkorea wirklich zu kommentieren. Es besteht immer die Gefahr bei solchen Epidemien, dass es zu Wiederanstieg von Fällen kommt. Die Frage ist, sind das Wiederanstiege, die vorübergehend sind oder dann wirklich eine Trendwende anzeigen? Ich hoffe jetzt für Südkorea, das sei keine Trendwende. Bei uns sehen wir im Moment keine Trendwende. Bei uns sehen wir eher eine Stabilisierung in die gute Richtung. Das heißt, eine Stabilisierung mit abnehmenden Zahlen. Dankeschön. Frau Christen? Google und Apple haben bekannt gegeben, wahrscheinlich auch eine Frage an Herrn Koch,
dass Sie eine Proximity Tracing Software bereitstellen werden, um das Virus zu bekämpfen. Auch die ETHs haben ja eine ähnliche Technologie vorgestellt. Da haben wir hier auch schon davon es gehabt. Wird das BAG eine solche App bereitstellen oder ist es wahrscheinlicher, dass das eine rein private Angelegenheit bleiben wird? Also wie wir hier ja schon einmal darüber gesprochen haben, gibt es die ETH, also in der Schweiz auch die Forscher, die an einer solchen App arbeiten. Und mit Sicherheit werden eben auch noch andere kommen mit solchen Apps. Wir werden, sobald diese Apps bereitstellen, die einmal anschauen, prüfen und dann auch beurteilen, wie weit sie zur Verhinderung von neuen Fällen und wie weit sie vor allem fürs Contact Tracing überhaupt brauchbar sind. Und dann werden wir uns dazu äußern. Im Moment ist das zu früh. Herr Häßler. Entschuldigung, ich habe vielleicht einen bisschen überraschenden Blick in die übernächste Geländekammer an Herrn Scheidecker eine Frage, und zwar betreffend des Festivalsommers. Ich habe verschiedene Anfragen bekommen von Festivalbetreibern mit dem Wunsch, dass vielleicht der Bund einmal einen Klartext sprechen würde bezüglich, was ist mit dem Festivalsommer? Gibt es da Überlegungen? Das ist eine Branche mit viel Sponsoring, viel Geld, vielen Verträgen. Was ist da der Stand der Überlegungen beim SECO diesbezüglich? Wie Sie wissen, arbeitet das BAG und das SECO im Auftrag des EDI und des WBF an Grundlagen für eine allgemeine Ausstiegsstrategie. Ich kann bestätigen, dass Dani Koch und ich seit gestern rund um die Uhr daran arbeiten, das ganze Wochenende arbeiten werden. Und wir werden damit für den Bundesrat nächsten Donnerstag eine gute Entscheidgrundlage vorlegen können. Was genau der Inhalt ist, das kann ich Ihnen naturgemäß nicht verraten, aber ich gebe die spezifische Frage zu Festivals gerne Dani Koch weiter. Ja, Sie werden auch von mir nicht eine genauere Antwort erhalten. Nur so viel. Wir sind uns natürlich bewusst, dass sehr viele Branchen und sehr viele Bereiche im Moment noch sehr stark betroffen sind und gerne eine Planungssicherheit haben. Aber eine Planungssicherheit auf so lange Zeit hinaus zu machen, ist einfach unmöglich. Mit Sicherheit, was man sagen kann, ist die Bereiche, wo hohe Risiken für Ansteckungsketten und hohe Risiken für größere Übertragungen bestehen, die werden wahrscheinlich auch erst am Schluss wieder geöffnet werden können. Frau Christen. Eine Frage fürs Tessiner Fernsehen an Herrn Koch. Bundesrat Berse sagt heute in einem Interview, Schutzmasken könnten in einem Ausstiegsszenario eine Rolle spielen. In eigener Regie hat eine Nationalrätin in China auch Schutzmasken für die Coiffeure und Coiffeusen bestellt. Was macht da der Bund? Gibt es schon eine Strategie und konkrete Einsatzmöglichkeiten diesbezüglich puncto Masken? Konkret nicht. Auch das ist Diskussion mit dem SECO, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen möglich sind, für welche Bereiche, für welche Situationen und für welche Szenarien. Aber es ist im Moment noch zu früh, wirklich da Konkretes zu sagen. Vielen Dank, Herr Gibert. Eine Frage an Herrn Koch. 90.000 wurden getestet. Werden die weiter betreut, auch wenn sie als negativ gelten? Also Leute, die nicht wirklich krank sind und die aber Virusträger sind, werden die weiter beobachtet? Sehr gute Frage. Nein. Vor allem nicht von uns nicht. Wir können das gar nicht. Wir haben die Systeme dazu nicht. Aber natürlich glauben wir und hoffen wir, dass im Schweizer Gesundheitssystem, wo die Leute ja nicht einfach frei sich testen lassen, sondern von Ärzten getestet werden. Es sind Ärzte, die sie zum Test einweisen, und wenn sie dann positiv sind, dann werden sie sicher vom medizinischen System weiterverfolgt. Noch eine Nachfrage, Herr Gibert. Bei den serologischen Tests könnten diese getesteten Leute eben zum Beispiel das erste gute Publikum sein, um diese serologischen Tests zu validieren? Das ist eine question
Das ist eine noch schwierigere Frage. Theoretisch wäre das natürlich so, man testet Menschen, von denen man schon weiß, dass sie positiv waren, dann wüsste man auch, ob die serologischen Tests funktionieren. Aber das Problem ist, dass die serologischen Tests eben auch falsch positive oder falsch negative Ergebnisse geben. Und das können Sie nicht sehen, wenn Sie nur Personen testen, von denen Sie bereits sicher sind, dass sie Virusträger waren. Und genau an dieser Frage arbeiten die Universitäten im Moment. Ich habe eine Frage im Namen des Regionaljournals Ostschweiz. Sie betrifft die Grenzen. Wahrscheinlich ist niemand ganz 100% prädestiniert, aber ich frage mal wieder Herrn Koch. Das Land Vorarlberg lockert die Grenzen für getrennte Familien. Sie schreiben, als besondere familiäre Gründe sind beispielsweise Besuche von Familienangehörigen bei Krankheit oder sowie eigener Kinder im Rahmen von Obsorgeverpflichtungen oder gesetzlichen Besuchsrechten definiert. Gemäß Kanton St. Gallen hat die Kantonspolizei bis jetzt keine Anweisung bekommen, ihrerseits die strengeren Vorgaben zu lockern. Die Frage ist der Bund in Verhandlung mit den benachbarten Bundesländern, um einheitliche Lösungen für getrennte Familien in Grenzregionen zu haben? Und falls ja, bis wann könnten die in Kraft sein? Also da bin ich jetzt wirklich überfragt, ob der Bund in Verhandlung wären, also sicher nicht in Verhandlung, sondern im gegenseitigen Austausch wäre ja das. So viel mir aber ist in der Verordnung, die die Grenzen betrifft, wird von Härtefällen gesprochen und die sollten erlaubt sein. Ich glaube nicht, dass es bei Härtefällen nicht möglich ist, die Grenze zu überschreiten. Gibt es weitere Fragen? Herr Friegli? Ja, ich hätte noch eine Frage an Herrn Koch zur Lage in den Spitälern. Dort gibt es ja jetzt viele freie Betten, glücklicherweise kann man sagen, sowohl auf den Intensivstationen wie auch sonst. Ist es eigentlich noch ein Thema, dass man zusätzlich noch Patienten aus dem Ausland übernimmt? Können Sie vielleicht sagen, wie viele da jetzt im Moment in der Schweiz behandelt werden und ob auch italienische Patienten jetzt schon da sind? Und zweitens, welche Priorität hat die Lockerung des Verbotes der elektiven Operationen? Kann man davon ausgehen, dass das dann eine der Maßnahmen sein wird, die relativ bald kommt, wenn man lockert? Ich versuche mal mit der Antwort der zweiten Frage, weil die erste Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Wir werden die zurücknehmen und nachfragen. Ich bin im Moment nicht informiert über die ausländischen Patienten in der Schweiz. Die zweite Frage ist, selbstverständlich ist auch die Spitalbelegung und alles, was damit zusammenhängt, aber auch die Versorgung in den ganz normalen Praxen ein Thema. Wir sind uns sehr bewusst, dass dort natürlich die Nachfrage extrem zurückgegangen ist. Das war auch so gewollt, das war auch nötig, weil man nicht vergessen darf, dass der größte Teil der Leute, die entweder eine elektive Operation haben oder die Arztpraxen besuchen, zu Risikogruppen gehören. Das ergibt sich aus dem Tätigkeitsgebiet der medizinischen Versorgung. Und deshalb war es sicher richtig, dass man am Anfang gesagt hat, da muss man wirklich schauen, dass man diese Leute nicht zusätzlich gefährdet, indem sie noch sich exponieren durch das Anreisen oder durch die Situation in den Arztpraxen oder in den Spitälern. Selbstverständlich wird man das möglichst so schnell wie möglich wieder ändern, aber sicher auch mit spezifischen Auflagen, mit Vorgaben, die dann wahrscheinlich auch von den Fachgesellschaften selber kommen wird, wie man jetzt diese Patienten wieder besser versorgen kann. Für gewisse ist es absolut eine Notwendigkeit, dass das möglichst schnell geschieht. Gerade wenn wir an die Notfälle denken, und da haben wir schon mehrmals gesagt, Notfälle sollen nicht zuwarten. Die Spitäler haben Kapazitäten, die Notfallstationen haben Kapazitäten. Und für die anderen wird es sicher ein Zurückgehen zur Normalität so schnell wie möglich, aber mit Sicherheit weiterhin unter möglichen zusätzlichen Schutzmaßnahmen, um die Risikopatienten zu schützen. Frau Christen?
Noch eine Nachfrage. Sie sagten am Anfang, ja, wir hätten wahrscheinlich den Gipfel der Kurve erreicht, sofern es die letzte Kurve sei. In diesem Zusammenhang die Frage, wie stark kann man denn überhaupt lockern, damit man eben nicht eine solche zweite Kurve riskiert? Also im Wissen, dass detailliert wird es der Bundesrat dann sagen, aber können Sie etwas Grundsätzliches dazu schon sagen? Wie weit kann man lockern, ohne einen zweiten Berg zu riskieren? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das weiß eigentlich niemand. Man wird versuchen, so zu lockern, dass man möglichst wenig Risiko eingeht und das über die ganze Zeit hinweg, wo man diese Lockerungen vorsieht. Und man muss flexibel bleiben, damit man, wenn man sieht, es geht nicht, vielleicht eine Maßnahme noch einmal verlängert oder wenn man sieht, es geht doch schneller als gedacht, dass man vielleicht die Lockerungen auch beschleunigt. Wirklich einen sicheren Fahrplan zu geben, das wird unmöglich sein, aber der Bundesrat wird alle Überlegungen und alle Diskussionen dazu führen und dann möglichst klar kommunizieren, soweit dies möglich ist. Gibt es noch weitere Fragen, Herr Gibert? Eine Frage an Herrn Droh. Sie haben gesagt, dass man die Planung überdenken muss und ein Gleichgewicht erreichen muss. Heißt das, dass Sie mehr den Soldaten freigeben, Urlaub geben, die jetzt lange im Einsatz waren? Ja, in der Covid-Konfiguration ist das natürlich nicht sehr gut gesehen, dass wir die Leute behalten. Wir können die Leute vielleicht in kleinen Gruppen nach Hause schicken. Ab Dienstag ist das möglich, dass die allgemeinen Urlaube wieder gewährt werden. Zuerst einmal recht streng mit Kontingenten von nicht mehr als 5 Personen. Aber das wird wohl den jungen Leuten doch etwas Zeit zum Durchatmen geben. Die haben ja lange ihre Familie nicht gesehen. Und dann gehen wir darüber hinaus. Wir denken, dass die Anzahl Personen, die wir einberufen haben, reduziert wird. Das natürlich mit der entsprechenden Vorlaufzeit. Aber wir möchten natürlich immer noch operativ bleiben. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Herr Friedli? Ja, ich hätte nochmals eine Frage an Herrn Koch, die betrifft die Sterberaten. Es gibt jetzt mehrere internationale Vergleiche, die aussagen, wie viele Corona-Infizierte dann effektiv sterben. Und wenn man das anschaut, sieht man, dass die Schweiz relativ weit vorne ist. Also wir stehen schlechter da als die USA, Deutschland oder Österreich zum Beispiel. Gibt es dafür eine Erklärung? Ja, dafür gibt es mehrere Erklärungen. Erstens mal ist auch diese Erhebung und diese Zahl relativ schwierig erstens mal zu erheben und zweitens dann auch richtig zu interpretieren. Also in erster Linie hängt die Sterberate natürlich davon ab, wie weit man in der Epidemie bereits fortgeschritten ist. Und da ist die Schweiz gerade im Vergleich zu den USA sicher weiter fortgeschritten. Das Zweite ist, zählt man nur alle die Todesfälle, die wirklich getestet wurden, oder zählt man auch die Todesfälle, die einen epidemiologischen Link haben? Also wenn Sie sich vorstellen, dass in einem Altersheim die ersten 2 Patienten getestet wurden und dann 8 weitere Patienten sterben oder Einwohner sterben, zählen Sie die dann dazu oder zählen Sie die nicht dazu? Und dann wird das Ganze sehr kompliziert, weil natürlich und das wissen wir, das Virus vor allem Todesfälle verursacht im sehr hohen Alter und Leute sterben natürlich im sehr hohen Alter auch sonst in dieser Zeit und zählen Sie die dann ab oder zählen Sie die dann dazu, das ist sehr schwierig. Deshalb sind sämtliche Berechnungen, die man da macht, mit einer relativ großen Unsicherheit behaftet. Und ich denke, man wird erst dann wirklich Vergleiche anstellen können, wenn man das nach der Epidemie wirklich im Detail studieren kann und im Detail dann auch weiß, was die einzelnen Länder gemacht haben und wie sie es berechnet haben. Also das wird einige Jahre gehen, bis sie dann wirklich verlässliche Vergleiche haben. Ich schaue in die Runde, ob Sie noch Fragen haben. Ich sehe keine Fragen mehr. Dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Kommen und wünsche euch allen schöne Ostern. Danke.